Hier die neuesten News von In- und Ausland. Ecuador. Schweres Erdbeben fordert hunderte Tote. Hunderte Tote und verwüstete Städte. Ein schweres Erdbeben hat Ecuador getroffen. Mindestens 272 Menschen starben in dem südamerikanischen Land. Mehr als 2500 wurden verletzt. Die Behörden rechnen mit weiteren Opfern unter den Trümmern. Die Rettungsarbeiten dauern an. Hunderte Flüchtlinge bei Bootsunglück ertrunken. Im Mittelmeer hat sich am Montag eine Flüchtlingstragödie ereignet, deren entsetzliches Ausmaß erst nach und nach bekannt wird, wie Italiens Präsident Sergio Mattarella am frühen Nachmittag mitteilte, seien bei einem Bootsunglück mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Drama ereignete sich auf den Tag genau ein Jahr nach dem Sinken eines Flüchtlingsbootes vor der libyschen Küste, das ebenfalls hunderte Todesopfer gefordert hatte. Österreicher wählten die Veränderung. Die erste Runde der Hofburg-Wahl ist geschlagen und hat einen politischen Erdrutsch gebracht. Das von vielen Meinungsforschern vorausgesagte knappe Rennen um Platz 1 ist ausgeblieben. Die Österreicher wählten die Veränderung. FPÖ-Kandidat Norbert Hofer kam auf 36,4% der Stimmen und landete damit unangefochten auf Platz 1. Im Rennen um die Stichwahl hatte Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen die Nase vorn. Für die Regierungsparteien setzte es ein Debakel. Österreichs Jugendliche sind so brav wie noch nie. Österreichs Jugendliche sind Frühaufsteher, trinken Wasser anstatt Alkohol, kochen oft selbst, machen Hausarbeit, treffen Freunde am liebsten zu Hause und Smartphone, Tablet und Co. gehören zum Alltag. Eine aktuelle Studie begleitete Teenager und junge Erwachsene 24 Stunden lang und gibt interessante Einblicke. Fazit: die heutige Jugend ist viel braver, als Eltern es vermuten würden. Neues Gesetz: der Uhudler ist gerettet. Marke Uhudler ist gerettet. Die Hauptsorten wurden am Mittwoch durch die Landesregierung zum Wein erklärt und ins burgenländische Weinbaugesetz aufgenommen. Auch das Anbauverbot wurde aufgehoben. Bei den Hauptsorten, aus denen Uhudler gekeltert wird, handelt es sich um Kreuzungen mit zugelassenen Traubensorten. Diese Kreuzung mit Edelrebsorten habe den Uhudler gerettet, denn dadurch konnten 9 Direktträgersorten in das burgenländische Weinbaugesetz aufgenommen werden, sagte Landesrätin Verena Dunst, SPÖ. Das heißt, der Uhudler darf endlich Wein sein. Musikikone Prince, der kleinste, größte Superstar, ist tot. Der amerikanische Popstar Prince ist gestorben. Der Musiker wurde in seinem Haus im US-Bundesstaat Minnesota tot aufgefunden. Ich bestätige in tiefer Trauer, dass der legendäre Kultstar Prince Rogers Nelson an diesem Morgen in seiner Paisley Park Residenz gestorben ist, sagte die Sprecherin Yvette Noel-Schör. Die genaue Todesursache des Popstars ist noch unklar. Vergangene Woche war der Star Medienberichten zufolge wegen einer Grippe ins Krankenhaus gebracht worden. Danach fühlte er sich nach einem Konzert in Atlanta derart unwohl, dass ein Privatjet in Moline im Bundesstaat Illinois zwischenlanden musste. Prince kämpfte bereits seit Wochen mit der Grippe und hatte zuletzt 2 Konzerte absagen müssen. AC/DC setzt Tour mit Axl Rose als Sänger fort. Guns N' Roses Frontmann Axl Rose springt bei AC/DC als Sänger ein. Der 54-Jährige hilft aus, weil die australische Kultband mitten in einer Welttournee auf seinen Sänger Brian Johnson verzichten muss. Über den Neuzugang war bereits im März spekuliert worden. Am Sonntag kam die Bestätigung. Rose werde seine eigene Not in This Lifetime Tour mit Guns N' Roses danach fortsetzen, hieß es. Sieg-Hattrick für Nico Rosberg. Der deutsche Mercedes-Pilot feierte am letzten Sonntag beim Grand Prix von China in Shanghai im 3. Saisonrennen den 3. Sieg. Sein Landsmann Sebastian Vettel, Ferrari, landete unmittelbar vor dem großen Daniel Kvyat, Red Bull, auf Platz 2. Das waren die Nachrichten der Woche. Bis zum nächsten Mal.